Einmal habe ich gedacht in deinem Leben, wenn ein gewisses Ding nicht passiert wäre, wo würde die Geschichte dann sein? Wo würde deine Geschichte dann sein? Ich denke an einmal, wenn Adam und Eva sich nicht versündigt hatten, wo würde die Weltgeschichte dann sein? Wenn Lorna hat nie gesagt zu mir, oh, sag früh, wirst du befrieren? Ich wonder, was meine Geschichte dann wird sein. Oder wo würde ich sein? Wo würde ich leben? Mit wem wäre ich befreit? Na, weet je wie weten wir? Dat zijn plus Dinge, wo wir können über denken, vertalen. Wir merken als vielleicht gewisse Dinge deutlich. Meine Lieblingsgeschichte in der Bibel ist rein von der ersten verlorenen Sehen. Na, das ist eine Geschichte von den Führern. Den Führer sind genug, really. Aber wenn das Jungs den drei in den Haus kommen, wenn der Führer den hat zu sie geschmissen, wo wird die Geschichte dann sein? Wenn die Juden zu Jesus seine Zeit hatten Jesus angenommen als Herr Messias, wo wird die Geschichte dann sein? Na, weet je, wie kann da über, auf Englisch sagen wir speculate, wie kann da über reden, da uns Dinge deutlich merken, Christen sind sich lange nicht einig, in was dann wird dann passiert. Ich glaube, dass wenn die Juden hatten Jesus angenommen als Herr Messias, nicht mehr nicht aus dem Fall, ich meine, wir werden ja sagen, was da deuten, aber das fällt da nicht im Großen und Ganzen. Wenn sie haben, dann würden wir von der eine Geschichte haben, nicht eine Geschichte. Aber das ist bloß mein Glauben. Ich brauche noch nicht glauben, aber wir wollen von der, ich will von der das Thema ein bisschen wieder nachführen, wenn dass Jesus wird verschmähen auf dieser Welt von seinen einen Menschen. Und dann das nächste Mal, wenn ich hier oben sehe, wenn wir dann alle hier sind, das aus der Zeit, dann werden wir da checken, was passiert und was die Folgen wären, von dass sie Jesus verschmieden haben. Ich denke, was sehr wichtig ist, Bibel verstehen, ich hatte so wirklich viele, wie das gedacht hat, dass ich glaube, ich soll mal, vielleicht mal sogar eine Botschaft, vielleicht mal die nächste mehrere Botschaften mal durch die Bibel nehmen, aus dem Königreich. Die Bibel ist ein Königreich Buch. Na, ich weiß, wir denken vielleicht ein bisschen anders an die Bibel, aber die Bibel ist ein Königreich Buch. Die Juden zu Jesus in der Zeit, sie haben nicht Jesus verschmieden als Erlöser. Da muss ich klar holen. Sie haben nicht Jesus verschmieden als einer, der für ihre Sinn wird sterben. Da muss ich überhaupt nicht sein werden. Sie verschmeiden Jesus als Herr König. Sie wollen nicht das König haben, sie sollen nicht über ihn regieren. Ich denke, was wir im Denken holen, und ich glaube, das war ein großes Bild von der Bibel aus dem Königreich, wo dann so erhalten, aber der Bund, was Gott mit Israel hat. Da wir nicht ein Bund von Erlösung durch Gnade in Jesus Christus. So ist wie von der haben. Das wie ein Bund, der hat mit einem Land zu tun, der hat mit einem Königreich zu tun und der hat mit einem König zu tun. Das ist noch einmal der Fett in Israel. Der Krieg wird angeht, hat mit diesen drei Dingen zu tun. Wem's Land ist, wem's Königreich ist, oder wer soll das leiden? Das ist das ganze Thema zwischen den Menschen da. Das Wort Königreich, das 342 Mal kommt das vor in der Bibel, in der englischen Bibel. 158 Mal im Neuen Testament. Wenn wir da noch das Wort König bieten, dann sind noch so viel mehr. Ich will jetzt hier noch mal ein Altes Testament lesen. Aber dann einmal dann lesen wir da von Krieg. Und die lesen von, dass Gott auf sein Volk Befehl mal eine Gruppe mal ganz ausweiten. Und dort ja Frauen in uns. Und wir wundern was in der Welt geht an, was meint er? Das würde helfen, wenn wir mal in der Bibel nachchecken aus dem Königreich-Buch. Und so das hat mit dem Land zu tun. Ein Land, das zu verteidigen auf dieser Welt. Wenn das ein Feind daran, und so das ja Krieg. Aber wir müssen dann denken, dass Gott sein Ziel wie ein Königreich auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist noch einmal sein Ziel. Aber das ist für eine andere Botschaft.
Aber von der war wir ein bisschen checken nur Jesus und dass die Juden am Veschmietung deuten. Johannes, wir haben diese Botschaften gefangen wie 10 Jahre November an. Boah, 10 Jahre November, da hätte das so lange drin, nicht? Das ist auch. Aber wir fangen diese Botschaft von der nächsten Kjlatz, die fangen wir in November an. Und ich fange an mit Johannes in die Geschichte, wo der Engel bei einmal besiegt Gabriel steht. Der Engel Gabriel steht besiegt Zacharias. Und so das wurde das Übergangsstein und von Taral, von Olen und Nier. Na dort diet seine Jahren. Ich glaube, dass diet ganz bei Jerusalem versteht wird, 70 Jahre nach Christus. Das ist ein bisschen so das Kapitel, kann man sagen. Aber der Engel kommt nach Johannes. Johannes wird geboren, der Engel kommt nach Maria, Jesus wird geboren, die Jungs, die wasen bei ab. Johannes fängt an zu predigen, dort fashion hat wir das ganze Drama. Und so Johannes fängt an zu predigen, aber sie verschmieden haben. Sie schieben haben zu sehen. Weißt du, eine von den schwansten Dingen von uns ist, wenn uns wird zu sehen geschoben. In der Schule bin wählen, erst als wir kleine Jungs waren, und wir wählen zum Baseballspiel. Wenn du der Letzte wirst, ewig geblieben, dort fällt sich zu sehen geschoben. Aber wenn eine Gruppe Freunde, die wirst gleich mit den Topsen, aber die werden zu sehen geschoben. So wir haben alle Geschichten von zu sehen geschoben. Aber Johannes war zu sehen geschoben. Die jüdische Lehrer, das sagt uns in der Schrift, dass die Juden von allen Arias in das Land, die kamen tot im Jordan. Und weißt du, Johannes deut was nicht muss. Er deut bin Jordan mit Sinn handeln, und das muss nicht. Das muss bin Tempel. Du musst bin Ältester vor, die einen Sinn bekommen. Du musst bin Priester, die einen Sinn bekommen. Oder du musst bin Tempel mit Sinn handeln. So dachten sie. Und du musst einen Schub mit haben. Und ist das Johannes dort bin Jordan und fängt an zu predigen, geht arm, lut den Taufen werden, das Himmelreich ist hier. Und sie können nicht verstehen, so sie schicken nur Menschen an, zum Johannes utfragen. Wir wollen die Verse nicht lesen von der, aber die finden in Johannes. Aber das ganze denkt wir, dass Johannes war zu sie geschoben. Na, Johannes, redet some Dinge, was ein bisschen dicht bekommt, korrupt hängende Menschen in der Hütte zu sein. Das, was mit Herodes deed, das kostet ihm sein Leben. Aber Johannes wird von der jüdischen Volk zu sie geschoben, von den Lehrern. Einiges mir sehr interessant von Johannes. Sehr interessant und das gibt mir ein bisschen Trost. Als Johannes im Gefängnis saß, dann einmal schickt ihm ein paar von seinen Jüngern, da wären haben some von den Jüngern, die bei ihm geblieben wären, so er schickte nur Jesus, Frauen, bist du da, was da kommen soll? Er soll wir noch eine Sache lernen. Was Frauen die? Ich glaube, das ist mein Glauben, ich glaube, dass Johannes lügt nur das Königreich. Johannes lügt, dass Jesus wird anfangen zu regieren und dann wird er los sein von Gefängnis. Aber das geht nicht. Nu saß er im Gefängnis und keiner kam sich am Arm, fühlt sich so. Und ich glaube, er hat eine Zeit von Zweifel. Er hat eine Zeit von, wo er wundert, was geht hier an? Und so er schickt seine Jünger nach Jesus. Und das gibt mir Trost und weiß, wenn ich auch einmal fragen, wo ist das? Oder wo ist das? Oder was geht hier an? Aber Johannes wird umgebracht. Und dann geht er nach Jesus. Jesus heißt das Gehäng von der Geschichte. Wir reden immer von den Jahren vor Christus und den Jahren nach Christus. 2024, da meint 2024 Jahre nach Christus. Nicht, like wie sind alle bekannt mit dort. Johannes, Jesus seine Jünger. Sie lebten in dieser Übergangszeit. Und ich rede immer von dort, wenn ich glaube, wenn wir dort nicht verstehen in der Bibel, dann haben wir ein ganz verdrehtes Evangelium. Und so sie leben in dieser Übergangszeit. Wenn wir nur die Bibel checken, oder wenn wir nur Jesus checken, dann checken wir durch Gebrauch von der Lösung durch Gnade. Lass mich den Vers lesen, was unser Brauch ist. In Epheser 2, Vers 8. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, weil sie glauben. Das ist nicht durch die Worte, das ist ein Geschenk von Gott. So checken wir an alles nach. So checken wir an die Bibel nach, so checken wir an Jesus nach, so checken wir an unsere Lesung nach. Und so steht, lesen wir die Bibel mit der Brille. Und ich sage euch, dass das artig ist. Aber wie man noch mal an denken, dass die Juden checkten nicht nur die Bibel, so steht. Sie checkten nicht nur sich selbst, oder nur Jesus, so steht. Sie checkten durch die Brille von den Königreich. Und so waren die Evangeliums lesen. Und some Dinge, was Jesus sagt.
Ich will noch ein paar lesen von dir, aber some Dinge, was Jesus sagt, en dan waar we die met de bril van Erlösung durch Gnade aanchecken en somehow is het geblockt. En so, dat is sehr wichtig, dass wir verstehen, von wo wir kommen, wo das handelt, und dann diese Übergangszeit. Dort fashion, dort passieren some Dinge, was bloß zu der Zeit passieren. So, die Juden, sie sollen alles durch das Königreich. Das sagt von Jesus in Matthäus 9, 35. Und als Jesus ging durch all ihre Städte und Dörfer, leert hij in ihre Schulen en predigt. Nu hij wat het zegt, dat Evangelium van het Rijk. En dat is een ding wat we niet verstaan kunnen, weil ik eenmaal zo, dat Jezus, ik heb je in Versen gezegd, dat Jezus zijn boodschap en Paulus zijn, die zijn beetje verschieden. Nicht in so weit, als wer uns Erlöser ist, bitte dürft mich nicht hart verstehen. Aber die Juden halten sich an ihr Gesetz, der Tempel, wie immer noch Part von ihr Leben, rein ganz bei eng, bei der Tempel versteht wird. Paulus selbst will nach Jerusalem, dass dort zum Fast wird sein, zum mitmerken mit so Dingen. So, some von den Dingen merken nicht sein, weil wir nicht das Übergangszeit verstehen. Und das ist von verschiedenen engen Kämen sozusagen. Aber Jesus hat Raum, er predigt das Evangelium von der Dreck. Und macht die Menschen gesund von all ihren verschiedenen Krankheiten. Aber die Juden, sie verschmeiten Gott, sie verschmeiten den dreieinigen Gott. Und ich will Ihnen wissen, dass sie den Vater verschmeiten, sie verschmeiten den Sohn und sie verschmeiten den Heiligen Geist. Und so da werden wir ganz kurz ein bisschen noch checken. Und Gott der Vater. Na, das sagt in Johannes 1, Vers 8, ich will, die Welt lesen, ist falsch in den Kontext. Durch einen Mann von Gott, geschickt, der heißt Johannes. Na, morgen dort, dass der einen Mann von Gott geschickt. Das ist wichtig in dieser Geschichte. Und dann in Matthäus 21, Vers 23. Als Jesus im Tempel nähert kam und anfängt zu lehren, kam dort fällt ihre Hohepriesters und Ältesters nur armen Frauen. Das Wort von ein Machtreich, das zu diese Dinge. Und wer hat die dort Machtreich gegeben? So die Juden fragen Jesus, was für eine Authority hast du? Wer gibt dir das Reich, so zu reden als du das? Und dann fragt Jesus eine Frau, und das will ich nicht den Vers vorher lesen von Johannes. Das heißt es dort, wie dann Matthäus 21, 24. Aber Jesus antwortet an, ich will Ihnen auch was fragen. Und wenn die mir die Antwort geben, dann will ich Ihnen auch sagen, dass ich Wort von Macht recht echteste Dinge da. Johannes ihn deuten, wird das vom Himmel oder von Menschen? Und sie streiten selbst hin und her und sehen, wenn wir sagen, dass es vom Himmel wäre, dann wird er sagen, warum bleibe ich da nicht an ihm? Aber wenn wir sagen, von Menschen, dann haben wir dort Volk gehen, uns will der Hohen Johannes, Olaf ein Prophet. Und so sehen sie zu Jesus, wir weit nicht. Dann seht er getan, dann sage ich Ihnen doch nicht, durch Wort von Kraft, ich diese Dinge da. Dann wird ja, Johannes kam in Gott seine Autorität. Haben wir von Gott geboren, erstenfalls. Von Eltern, was erzählt während dem King Johannes, haben wir von Gott geboren, können wir sagen. Gott raubt ihm uit de Wüste uit, zum Predigen gehen. Gott schickt ihm. Johannes kam in der Autorität von den Vater. Jesus kam in der Autorität von den Vater. Und die Juden kommen Jesus nicht fragen, was von Machtreich, wer hat die der Machtreich gegeben? Und Jesus sagt ihnen, wer gibt Johannes das Machtreich? Was mir mal die Worte geben? Thank you. Excuse me. So Jesus fragt ihn, wer gibt Johannes das Machtreich? Das ist der Salz, ja, was mir das Machtreich gibt. Aber Johannes verschmeit die. Johannes schaut je zu sie, die wir vom Teufel besitzen. Sie sehen das Salz hier bei Jesus. So sei dann den Führer zu sich schmieden. Wenn die Autorität kommt von Gott, da kann von der jemand eine Frau sagen, von was für eine Autorität, was hat ein Prediger für eine Autorität?
Wat geeft mij dat recht te gaan te reden? En wat geeft mij dat recht, some dingen uit te forderen en zeggen, dit is niet recht. En so dat is een beetje wat hier fehlt. Ik wil dus aan je dan verstaan, dat ze den Gott den Führer te zien schrijven. Dat weer daar, wat hij autoriteit geeft. Die had Johannes autoriteit gegeven, die had Jezus, maar ze hadden beide versmeten. Zij verschmeten Jezus als te zien. Dat zegt in Johannes 1, Vers 11, hij kwam nur das zien je, aber die zien je nemen dan niet op. Dan weet je dat het interessant wat het geschreven is. Hij kwam nur dort zien je. Hij kwam nur zijn land, nur zijn koninkrijk, nur zijn volk. Zijn uitgewählte volk durch het ganze Oude Testament van Abraham wieder. Dat is voor Jezus handkwam. Voor al dat wat met het koninkrijk te doen had, dat je hier Jezus. Maar de zien je nemen hem niet op. So hij kwam naar de Juden als een Jude. Maar zij nemen hem niet op. En dat is interessant en wichtig. Dat we dat verstaan dat Jezus wie een Jude en hij redt de Juden. En zijn boodschap is veelmaal te Juden. Maar Jezus vangt al aan te wijzen naar wat er komen wordt. Maar hij leeft manche Juden. Hoor maar wat Jezus zelf zegt. Dan past dit mal aan ons als Heiden Evangelium van genade aan. Hij zegt in Matthäus 15, 24, Jezus zegt, ik zie bloos naar de verlorene schub in Israël geschikt. Dit is wat Jezus zelf zegt. Ik zie naar Israël geschikt. Nou, dat moeten we verstaan in zijn leven. Nou, de schrift leert zo klar dat hij starb voor ons, we zijn durch hem gered. Maar dat is het nächste kapitel. Maar Jezus zegt, ik zie in deze wereld, nou, hij redt met de vrouw van Tyrus en Sidon, Kanaanitische vrouw. Dat is hoe hij dat zegt. En hij zegt, dat is niet recht, die kinderen brood nemen dat voor de hoing schmieden. Verschillende dingen zegt Jezus, dat is racism, sowieso. Maar wie man het verstaan, hoe dat gezegd wordt en wat de aanvang is. En zo hij zegt, ik zie bloos naar Israël geschikt. Nou weet je, wie kan dit nemen en wie kan er een evangelium van merken? Dat wie zijn de einzige rechte mensen. Oh ja, die moeten mannen niet, ze moeten plotisch reden, wat je eten, of wat we alle doen. Maar weet je, de Spanische, dat zijn Weltmenschen. Zo zijn we opgewassen, vele van ons. Wie werden het uitgewählte volk? En ik wonder eenmaal als dat van zo'n stad komt. Wo Jezus zegt te zien, ja, gaat niet naar de Heiden, gaat niet naar de Samariter. Blijft hier mank een volk. Dat is ons thema geweest als Mennoniten, al voor vele, vele jaren. En zo hier moeten we verstaan dat het gaat in deze overgangstijd. Zeer, zeer wichtig voor ons, dat we dat klar houden. Jezus kwam naar het zienje, de zienje, schmijt hem te zien. Als ze Jezus hadden vastgenomen, dan staat hij voor Pilatus. Ze hebben hem naar Pilatus gebracht. Dan zegt Pilatus dit in Markus 15, vers 12. Pilatus vroeg aan, wat zal ik dan met den doen? Ja, wat hij zegt, den je den Judenkönig nahen. Pilatus vraagt niet, wat zal ik met dessen Erlöser doen? Wat zal ik met den doen, wat voor jullie zinnen gestorven is? Dan hebben ze niets om dat. Wat zal ik met jullie König doen? En weet je, boven am Kreuz, da hat Pilatus über dem nun geschrieben, dit is de Judenkönig. Dat dreht sich Roman Königreich, dat dreht sich Roman König. Wenn wir dort missen in der Schrift, dann haben sie ja verdreht das Evangelium. Pilatus in zijn denken, hij deed niet den Erlöser van de wereld aanbrengen laten. Hij deed den Judenkönig aanbrengen. En de Juden krijgen zo. Zij willen niet dessen wat eeuwig wordt regieren. Een van mijn Lieblingsschrijver, van eerst einmal, die habe ich noch lange nicht gelesen, aber
Aber der schreibt Geschichten, John Grisham heute, und so er schreibt vielmal, was wir auf Englisch nennen, Legal Thrillers, er schreibt Geschichten von wie Court Cases, im Gesetz und Dinge steht. Sehr interessant. Aber er hat ein Buch geschrieben, das ist eine wahre Geschichte. Auch vielleicht ein paar Mal, aber das eine habe ich gelesen. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist ein Mann, und er kann nicht die Stadt nennen, in der Stadt. Das ist ein bisschen von klein an ein bisschen anderer Mensch gewesen, und so die Samtleben ist nicht ganz klug, und all so eine Dinge steht. Nu passiert da in das Dorf ein Mord. Eine junge Frau wird umgebracht. Und dann die Polizei dort an dessen anbaten. Und das Mann, der saß im Gefängnis für viele Jahre, 100% unschuldig. Hat niemals was zu tun mit dort. Er kann die Frau, und der wird so umgebracht. Aber der war ganz erst für umgebracht. Na, weißt du sind hunderte so eine Geschichten dort. Aber das dachte ich an. So, er saß im Gefängnis für einen Crime, was er nicht hat begonnen. Das, was ich jetzt nur lesen, das ist noch ein bisschen anders. Hier ist der Verbrecher, was wir weiten, der ist schuldig. Und dann ist hier einer, der ist auch schuldig. Und die beiden wurden umgetuscht. Wie der Sonne schien so zu sein. So ist es das, Matthäus 15, Markus 15, 13. Sie schrien, da ein Chrétien. Also König, da ein Chrétien. Pilatus fragt, warum? Was hat er für ein Verbrechen begonnen? Aber sie schrien bloß noch viel da ein Chrétien. Wie als Pilatus das Volk zufriedenstellen, will jij für einen Barabbas los und lässt Jesus verpitchen und jij vom Hahn gekreuzigt zu werden. Dan weet je, das ganze Ding hat zu tun mit dem Königreich. Hat er die einmal zu sie geschmissen? Unschuldig? Vielleicht in der Familie. Hat er die beschuldigt von Ding, was du nicht getan hast? Vielleicht kriegst du Gott Schach, wenn du denkst, was du nicht getan hast. Aber sie hat ihn noch niemals tot gemerkt von Ding, was du nicht getan hast. Du hast noch niemals für Jahre im Gefängnis gesessen für ein Crime oder ein Ding, was wir nicht getan haben. Aber Jesus, die jüdische Lehrer, und was ich hier mal besonders betont habe, die jüdische Lehrer, sie deuten König antuschen für einen Mörder oder für einen Kriminal. Ich weiß nicht, was Barabbas alle begonnen haben, aber wie ein Troublemaker. Dort wie einer, was im Gefängnis saß mit Ursache. Aber sie dann den zu sie schreiben. Sie dann Jesus zu sie schreiben. So, sie haben den Führer zu sie geschoben, den seine Autorität, beides in Johannes und in Jesus sein Leben, den sie den Führer seine Autorität zu sie schreiben. Die Juden gingen so weit, und sie sehen, hey, die Wunder und die Dinge, was er durch den Teufel seine Macht. Aber sie schrieben den Heiligen Geist zu sehen. Na, das sehe ich all in die Kirche. Das sehe ich von Stephanus. Sie haben Stephanus festgenommen. Stephanus hat eine lange Predigt getan hier. Lest das weil ich mal in Apostelgeschichte 7. Das ist ein langes Kapitel, eine lange Predigt. Er hat ihre Geschichte verlängert. Und einmal wundern wir, okay, was wirst du sagen, Stephanus? Aber was Stephanus tat, er sagt, je haben Gott von Anfang an immer zu sie geschoben. Jene Väter, kriegt es jene Väter reden, so do je. Das wurde handelt. Aber dann sagt er das in Apostelgeschichte 7, Vers 54. Als sie das hielten, schneit dann dort durch das Hort und sie genaschten die Tänen über ihm. Also heißt vor dem Hohen Rot, jüdische Lehrerschaft. Das war Stephanus Haus. Er hat Dinge geredet von ihrer Vergangenheit, was er zu sagen troublend hat. Und dann lesen wir wieder in Vers 54. Aber Stephanus voll vom Heiligen Geist, schickt nun Himmel und sagt Gott seine Herrlichkeit und Jesus bei Gott, ja, ich würde sagen, zur rechten Hand stehen. Und seht, check, ich sei den Himmel auf und den Menschen sehen bei Gott zur rechten Hand stehen.
Nou weet je, dit is een zeer, zeer interessant beeld. Alleweens dat zo, sagte dat Jezus zat bij den Führer aan de rechte zijde. Buiten hier sagte twee dingen, zeer interessante dingen. Eén is dat de Himmel stond op. Wat meint dat even? Meint dat tussen grote tuinraam en de poort weer op? En Jezus staat daar. Hij zat niet bij den Führer, hij staat. Er zijn twee hoofdideas wat het meint. Eén is, en dit is wo wir man abgewassen sind, eén is dat Stephanus wordt gesteinigt, dat wir de eerste Martyrer sozusagen, de eerste Christ, wordt umgebracht für sein Glauben, wir weten. En dat Jezus stond, de Himmel wie groot op, hem Stephanus opnemen. Hier is nog een fijn beeld, en vielleicht weer dat de Ursache. Dat andere denk is dit. De Juden hadden nu nog de laatste gelegenheid om dat koninkrijk aannemen. Zij kunnen hier nog ihr Messias aannemen. Dat is sozusagen dat laatste Zeugnis wat Gott entjeft. Maar Gott hat ihnen durch Johannes gesagt, dat dat Buße, dat Himmelreich ist hier. Hij hat ihnen durch Jesus gesagt, dat Buße, dat Himmelreich ist hier. En nu dat durch den Heiligen Geist. Stephanus voll von Heiligen Geist. En zu einer Uitleiding von dit is dat Jezus staat eruit. De Himmel is groot op en Jezus staat eruit. Zum zijn koninkrijk abstahlen. Op deze Erde, meine ich. In Jerusalem was es nicht. Aber sie verschmeiten dort. Sie deden Stephanus steinigen. Dann schrien sie uit vollem Hals, hielden sich die Ohren toe en morgen alle tegelijk op hem los. En schmeiten hem met de stad uit en steinigen hem. En die door Zeichnis geven, leden ihre Kleider aan. En dit is zeer, zeer wichtig in die Geschichte. Für einen jungen Mann, der heute soll. Von diesem Moment wieder, hier ist eine Ark. Ich habe Ihnen einmal gesagt, dass in Weltgeschichte, in Geschichte, gleich Arten zu studieren. Wenn wir diese Ark nicht genommen hätten, dann würden wir von der ganz das sein. Eine seiner Ark habe ich mal verteilt, dass Spanien, wo ans mexikanische Land, die sprechen, en ons geloven, alles komt van Spanien. Ungefähr 100 Jahre vor Mexiko werd entdeckt, wie Spanien een moslimland. Regiert von Moslems. Plötzlich hadden de Moslems uitgeschoven, die weer waren katholisch geworden. En dat is hoe in Mexiko van de katholisch is. Dat zijn Arten in de Geschichte. Dat interesseert mich sehr. Zo'n Arten studieren. Dit is een Ark. Maar hier heeft zich dat gehandeld om Jezus en zijn 12 Jünger. Johannes kwam, dan kwam Jezus, hij wilde zich 12 Jünger en hij zei dat hij gaat eruit, predigt het Evangelium, we weten al die Geschichten. Aber wat we helemaal niet klar nog weten is dat hier passiert een Ark. En rein voort, nu dit, wat de persoon vergesteld, wat deze Ark wordt wiederleiden. Van hier wieder, dan gaat het naar de Samariter, dat gaat naar de Heiden. Nou, Petrus wordt voor die beide dingen gebruikt, maar dat gaat naar Paulus. Kapitel 8, en in het kapitel bekeert Paulus zich, dan kapitel 9. God roept hem voor de Heiden. Dat Evangelium vangt dan naar de Heiden te gaan. En ik geloof dat is niet bij accident. Want die Juden hadden 3 strikes gehad, sozusagen, weer uit. En zo, mijn Glauben is, dat het niet recht komt nog. Aber dat is wieder geschoven. Dat is een beetje, vielleicht für some van jullie een vreemde leer, aber dat is waar ik geloof. We zijn nu in de tweede Geschichte. We zijn nu in die tijd, wo we door genade geraad worden. Weet je wat, Lee? Dat is bloos Paulus in de boodschap. Keiner von den Schreiben in der Bibel beschriftet so klar. Wenn ich rede von wer wir sind in Christus, dort kommt ungefähr 100% alles von Paulus in der Lehre. Aber ich und du sind von der hier. Wir sind unter Paulus sein Evangelium sozusagen.
wie nimmt Jesus von dir ab durch Gnade, durch Glauben? Nächstes Mal, wenn ich hier predigen, da wird wir sind ja wieder sein, aber dann will ich reden von, was passiert mit dem jüdischen Volk, wenn sie Jesus haben zu sich geschoben. Sie nehmen, heim nur das Singen, nehmen ihm nicht ab. Wir saßen hier Sonntag für Sonntag und das Wort geht nicht jünd. Und die Frau steht, hast du Jesus zu sich geschoben, oder nicht? Hast du Jesus für Sonntag angenommen, aber am Montag, dann macht er zu sich. Weißt du, wir sind in der Zeit, von der wo wir durch Gnade gerettet wurden, das ist ein ganz gratis Geschenk, was Gott uns jemals gegeben hat. Aber wir können auch Jesus zu sich schreiben und zu sich schreiben und zu sich schreiben und die Folgen, die waren schrecklich sein, wenn wir waren da. Die Folgen sind ewig. Und so kann die bloß Mut merken. Da bin ich so stierkoppig sind die Juden. Weil wir nicht Jesus zu sich schreiben. Weil wir am annehmen, als uns Erlöser, heißt nicht sozusagen uns König, mein Herr ist uns König, aber nicht so, dass es für die Juden wäre. Aber es ist unser Erlöser. Ich will dir raten. Hast du ihn zu sich geschoben? Oder merkst du ihn hart ab? Das ist die Frau für uns. Wenn die Folgen sind so, dass wir die nicht wollen, dann könnt ihr garantieren, die wirst die Folgen davon nicht. Aber der Wohl ist unser. Ziemlicher Führer, wir danken dir für dein Wort. Dankeschön, dass du uns live hast. Dankeschön, dass du uns Jesus geschickt hast. Und wenn wir können mal wundern, was wird dann passiert, wenn die Juden hatten das alle angenommen. Aber wir wissen, dass du hast einen Plan für die ganze Welt. Und wir danken dir dafür. Dankeschön für uns annehmen, Dankeschön für uns Erlösung geben. Help uns, dass wir die nicht wollen, zu sie treiben. Amen.